und in dem Video kamen ganz oft die Wörter Ficken und Schwanz vor. Wow, was ein wunderbarer Tag! Heute wird wirklich ein glorreicher Tag! Ah, Scheiße, ich habe wieder meine Hose vergessen! Honey, where are my pants? Guten Morgen, Fernsehen! Guten Morgen, Tür! Guten Morgen, du Flasche! Wenn du auf Mörs folgst, sag ich bin am besten. Guten Morgen, du Stück Scheiße! Guten Morgen, YouTube-Kommentarschreiber! Die Videos sind scheiße! Hä, was macht der Liam Payne dort unten? Mamma mia! So, was mache ich denn auch heute an meinem freien Tag? Ich könnte vielleicht irgendetwas Gutes für die Allgemeinheit machen und spenden an irgendeine wohltätige Organisation. Oder ich könnte etwas für mich machen, so ein bisschen Sport machen, etwas lesen, mich weiterbilden. Oder ich mache ein neues YouTube-Video. Hallo Motherfucker, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Man. Heute geht's um Top 10 Beleidigungen. Hure Schwutscher. Dumme Elon Musk! Oh, sonst wär's mit dem Video gewesen, gebt ein Like, abonniert und so. Oh. So ein geiles Produkt, wirklich so geil. Wow, was ein geiles Video von mir, Mann. Ich habe mich einfach wieder selber übertroffen. Hä? Es läutet jemand an. Hallo? Bla 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 bla. Mia Khalifa und Lana Rhodes. Bla 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 bla. Ihr wollt mit mir einen Dreier haben. Bla bla bla. Mal überlegen. Ich weiss nicht, ob ich heute noch etwas vorhabe. Ich kann mal schauen. Vielleicht kann ich ja gleich mal zu... Hättet ihr wirklich gedacht, dass so eine Jungfrau wie ich ernsthaft mit Mädchen etwas macht? Ich meine, die machen mir Angst. Was ein wunderbarer Tag. Gibt's echt etwas, was ich noch vor dem Schlafen könnte machen? Ja, ich bin am Lesen. Es gibt nicht in jedem Video eine obszöne Wichsszene von... Willst du mich für blöd verkaufen? So, jetzt wird aber geschlafen. Mann, ich bin so müde. Ich glaub, morgen mache ich ein bisschen ruhiger als heute. Dann morgen. Ja, Megan Fox, wer ist die Daddy? Ja. Alex, wach auf, verdammt, Mann! Wow! Lexu, wir müssen reden. Alter, wer bist du überhaupt, Mann? Ich bin dein Manager. Jeder von den Top 100 Schweizer YouTuber bekommt einfach einen. Ah, was? Ich bin bei den Top 100 Schweizer YouTuber? Wie viel gibt's denn überhaupt? Es gibt 101. Oh, okay. Du machst nur Scheiße, weißt du das? In deinem letzten Video hast du nur Fluchwörter gesagt. Ja und? Ja und? Stell dir mal vor, das würden Eltern vor der Kita sehen. Ich glaub, die sehen das nicht so kritisch im Fall. Unterschätzt das mal nicht. Oh, unterschätzt das mal nicht hier. Ja? Du hast nicht an die Bünzli-Helikoptereltern gedacht. Ja, hallo, guten Tag. Rede ich hier mit der Kita vom Lexo. Ja, ich muss sagen, ich habe YouTube-Videos von Alexander gesehen und in diesen Videos kommen ganz viele Fluchwörter vor. Und ich kann das einfach nicht akzeptieren, dass irgendjemand, der ein solches Vokabular hat, auf meine Kinder aufpassen. Ja, Scheiße, Mann, du hast recht. Was machen wir denn jetzt?
Na, keine Sorge, Bro. I got you back. Jetzt wird die Content verändert. Okay, let's go. Hallo, meine lieben Freunde. Mein Name ist Grosser-Vater G. Alexander, der Boss. Und ich bin verpflichtet, euch zu sagen, dass die Szene, die ihr jetzt seht, lieber nicht daheim nachgemacht werden. Aber wenn euch das Video bis jetzt gefällt, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem Video und ciao zusammen. Macht keinen Scheiß. Bitte. Hallo meine lieben Freunde, heute machen wir ein Challenge-Video. Nämlich ist es eine Challenge, die früher sehr bekannt war, aber heute nicht mehr so irgendwo probieren, dass wir die Challenge wieder neu beleben. Nämlich ist es die Tide Pod Challenge. Alles, was ihr für die Challenge braucht, ist so ein kleines Waschmaschinenzeug. Und wir schauen mal, was passiert, wenn man die essen. Und los geht's! Okay, es war jetzt nicht so fein, aber bis jetzt spüre ich noch keine Nebenwirkungen. Hallo liebe Freunde, letzte Woche habe ich ja die Tide Pod Challenge gemacht und das ist ja nicht so gut geendet. Deswegen habe ich gedacht, zeige ich euch heute mal etwas, wo wirklich jeder von euch da draussen nachkochen kann und wirklich mega einfach ist. So, heute machen wir darum unsere eigene Nutella und für das habe ich hier schon ein kleines Mise en place gemacht. Mise en place ist französisch und bedeutet so viel wie... Keine Ahnung, Mann, guck die Scheiße selber, dumme Hure. Auf jeden Fall brauchen wir eine Schüssel, wo alles reinkommt. Und das erste, was wir machen, ist, wir tun ein bisschen Milch rein. Hä? Wieso kommt der da nicht raus? Tada! Sie sind geistig behindert. Dann nehmt ihr Schoki von eurer Wahl. Ich habe mich jetzt da für die Schoki-Riegel entschieden. Einfach so nebendran. Und am Schluss brauchen wir natürlich ein bisschen Zucker, aber wirklich auch nur ein bisschen. Es soll ja auch eine gesündere Alternative von normalen Nutella sein. Und wenn ihr das alles in einer Schüssel habt, könnt ihr das einfach in den Backofen reinstellen und auf 200 Grad anlassen und dann bekommt ihr euer eigenes Nutella. Jetzt sind 20 Minuten vergangen und jetzt schauen wir mal, wie es unserem selber gemachten Nutella geht. So, schaut mal, nehmen wir das mal raus. So, et voilà, und tada! So einfach macht ihr euer selber gemachten Nutella. Es hat zwar Nutri-Score doppelt Z, aber das ist ja nicht so schlimm. Probieren wir mal ein bisschen von unserem selber gemachten Nutella. Fein! Hallo meine lieben Freunde, nachdem ich im letzten Video einmal an Vergiftung und an Diabetes gestorben bin, habe ich gedacht, ich lasse das Kochen und Challenges sein und mache mit euch heute ein Experiment. Nämlich, was passiert, wenn ich eine Schere in eine Steckdose rein tue? Und da kann wirklich nichts schief. Alter, wie schaffst du, dass du wirklich alles verkackst, Mann? Kannst du nicht ein Video machen, wo du keine crazy Sachen machst, Mann. Oder ich weiss doch auch nicht, Mann. Ich weiss doch nicht, wie man andere Videos macht, Digga. Du musst einfach auch mal an dein Image denken, Alex. Was denkst du, würdest du je einmal erfolgreich sein, wenn du so skandalöse, sexualisierte Scheiße im Internet machst, Mann? Aber so schlimm ist es ja eigentlich nicht. Ich mache einfach nur
harmlose Videos. Es sollte sich ja niemand angegriffen fühlen oder so. Aber merkst du nicht, dass dein Kanal seit fucking 5 Jahren ein riesen Skandal ist? Du sagst einfach Sachen, die man in heutiger Zeit nicht mehr so sagen kann. Aber ich meine es doch nicht böse. Ich mach doch nur... Was? Was willst du machen? Du bist verloren. Oh nein, ich bin noch nicht verloren. Uncut Real Talk in 3, 2, 1, go! So, jetzt kommt der langweilige Part vom Video, aber keine Angst, bleibt dran. Ich tue euch hier Subway Surfer Gameplay rein, dass ihr dran bleibt. Nein, natürlich noch ein kleiner Spass am Rande. Ich habe mal gedacht, es ist mal wichtig zu sagen, jetzt von manchen Videos auch mal ein bisschen mehr Aufrufe haben, mal weniger natürlich, dass der Kanal, den ich hier betreibe, ja, ein Spasskanal ist, sage ich jetzt mal. Es ist nicht ein Kanal, der ja, jetzt dazu angelegt ist, dass ich hure erfolgreich sein und so. Ich sehe das viel in den Kommentaren oder bei Insta-DMs immer so, Mensch, du bist wirklich mit dem erfolgreich, mit dem kindischen Zeug, das du da machst. Und deswegen kann ich einfach sagen, es ist mir, ehrlich gesagt, ist mir so etwas von scheissegal, ob ich je einmal weltweit bekannt werde, wegen meinem YouTube-Kanal hier, weil das halt, ja, der Kanal ist einfach, ich mache das einfach, das ist mein Hobby, so wie viele Leute gehen shooten, so, weisst, so amateurhaft, weisst, die denken auch nicht, dass ich ja auch nicht Profi sein, ich will einfach ein bisschen shooten und eine schöne Zeit haben und so, oder Leute gehen reiten und sie sind auch nicht gerade an der Olympia dabei und so. Auch sehr wichtig noch zu sagen ist, ja, in meinen Videos werden teilweise Sachen gesagt, wo jetzt der eine oder andere sagt, ui, das darfst du aber nicht sagen, junger Mann, das darfst du aber nicht sagen, junger Mann. Und ich finde es echt wichtig zu sagen, ich habe absolut gegen niemandem Hass im Blut, also wirklich nicht, es ist mir so etwas von scheissegal, eben, was ihr liebt, wie ihr euch identifiziert und so. Auf diesem Kanal sollen wirklich alle willkommen sein. Also ich freue mich sehr, wenn Leute die Videos schauen und da ist es mir auch egal. Ja, also es ist dann jetzt ein bisschen, ja, also, dass ihr mir egal seid, das ist mir natürlich nicht egal. Ich liebe meine YouTube-Zuschauer. Und das sollte ich damit aber sagen, ich liebe meine YouTube-Zuschauer, egal wie sie aussehen, wo sie herkommen, was auch immer. Und es soll sich wirklich niemand hier diskriminiert fühlen. Der Kanal ist hier, das, keine Ahnung. Manchmal, vielleicht ist es ein bisschen arrogant, mich so zu vergleichen. Manchmal ist es so, vergleicht mich mit Family Guy oder mit South Park oder wieder die Cartoonserie, die ihr kennt, oder mit dem Film Ted Hangover. Vergleicht mich mit so etwas, einfach so, ich weiss nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich mir eine South Park Folge anschaue, da hocke ich mich her und vergesse einfach alles, gerade, all meine Sorgen, all meine Ängste und alles. Und ja, ich kann einfach ein bisschen abschalten. Und für das sollte der Kanal hier auch da sein, dass, keine Ahnung, ich weiss nicht, es gibt vielleicht Leute da draussen, die jetzt vielleicht eine schwierige Phase durchmachen und so, und jetzt vor allem, jetzt sind schon bald Prüfungen draussen und so viel, ich weiss es von letztes Jahr, ja, so viel Druck in mir drin gehabt und alles, und einfach mal an einem Abend oder an einem Nachmittag in Pause oder so, einfach kurz ein bisschen Hirn wirklich abschalten und kompletten Brainrot schauen. Und ich habe mich nie offiziell bedankt für meine 200 Abonnenten, dann mache ich es jetzt. Ich danke allen meinen Abonnenten. Ich danke allen, die ein Like geben auf jedem Video. Das ist sehr toll, dass ihr mich so supportet. Und ja, es gibt eigentlich fast nicht mehr zu sagen, anstatt dass, ja, merci vielmal für die Leute, die die Videos schauen und die checken, dass das hier, was ich hier mache, eigentlich nur, das ist nicht der Alex, ihre Privatperson, oder hier auch bei den Videos gesagt, rumhampeln. Das ist ein Schauspieler, sag ich jetzt mal. Ich bin ein Schauspieler, ich bin ein Clown, könnt mich auch als Clown betiteln, ist mir auch scheißegal. Ich finde eigentlich nur sehr wichtig, das zu sagen, dass sie es wissen. Also. Und falls das Eltern hier von Kita sehen, hallo zusammen, liebe Eltern, ich passe jeden Tag auf eure kleinen Schätzchen auf und ich würde auch nie
euren Schätzelis etwas Böses antun. Ich habe eure Schätzelis alle sehr gern. Und betreue sie mit höher, nicht immer höher Professionalität, natürlich nicht. Manchmal mache ich auch ein bisschen Scheissdreck mit den Kids. Aber ja, so bin ich halt eben. Und ich würde sagen, wenn ihr das Video bis hierher geschaut habt, seid ihr richtige Macher. Alter, richtig geil. Ich würde sagen, lasst doch Daumen gegen rauf da, wenn euch das Video gefallen hat. Gebt ein Like und so und abonniert. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss zusammen.